Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir sind dran an unserem schönen Weihnachtswichtel-Türli-Journal. Ich muss mir einen besseren Namen für das Projekt ausdenken. Und zwar haben wir letztes Mal hier die Innenseite gemacht. Und jetzt kommen die Signaturen dran. Was ich noch schnell kann euch zeigen. Letztes Mal haben wir ja gemeint, dass das vielleicht nicht so gut hebt, aber ich habe es dann mit dem Klemmerli angemacht und jetzt sitzt das bombenfest. Hier oben ist es jetzt nicht ganz dran, aber es ist auf jeden Fall fest geleimt, es löst sich nicht oder so. Es steht einfach dort jetzt also ein bisschen ab. Aber das macht gar nichts. Das fällt nicht auf. Ich finde es mega hübsch. Und jetzt kommen dann da die Signaturen rein. Ich habe da mal schon ein kleines bisschen vorbereitet, um ein bisschen zu schauen, wie ich es gerne will. Selbstverständlich ist die jetzt noch ein bisschen zu hoch. Wir müssen die noch ein bisschen kürzen. Und ich habe jetzt auch schon mal hier die Häuschen so ein bisschen rein. Hier. Das war ja so eine Tischdekoration, die ich auseinandergeschnitten habe. Immer in so 2 Teile. Genau, einmal die und einmal die. Was mir aufgefallen ist, der hier zum Beispiel, der ist jetzt ein bisschen zu lang. Den müssen wir dann hier einfach ein Häuschen abschneiden. Aber das können wir ja dann einfach noch drin tun. Irgendwie einkleben oder als Täschchen benutzen oder irgendwie als Tag oder so. So, machen wir doch das. Also, ich habe geschaut, wie breit das die Signatur mit sein. Es ist mir ein kleines bisschen zu breit geraten. Sie ist also da vorne, kommt sie knapp so ein bisschen raus. Ich habe sie eigentlich gar nicht so gross wollen. Aber dennoch, jetzt ist sie halt so. Ein paar habe ich da noch ein bisschen abknübeln. Aber ja, jetzt ist es halt so. Und ich habe das einfach gefaltet und dann über die Tischkante abgerissen. Und ich glaube, das Gleiche machen wir jetzt einfach oben auch. Oder soll ich es schneiden? Nein, ich risse das auch. Weil unten hat es nämlich auch solche, die noch so ein bisschen ausgefranselt sind. Ja, genau. Da, das kann man noch abnehmen. So. Ja, dann tue ich das hier so herklöpfeln. Und dann möchte ich es etwa gerade so gross wie da der rote Rand ist. So. Und jetzt kann ich das natürlich nicht alles auf einmal reissen, leider. Also muss ich die jetzt halt einzeln machen. Vielleicht gäbe es eine bessere Lösung. Ich kann schauen, dass das irgendwie ein bisschen gerade ist. Kann ich denn das da drauf auf dem Gitterli schauen? He? So. So. Gut andrücken. Könnte ich auch das nehmen, dann muss ich das nicht mit meinen Fingernägeln machen. So. Genau, jetzt check. Jawohl, so habe ich es doch wollen. Gut. Also, und jetzt muss ich jetzt jedes an dem abmessen. Jetzt probieren wir noch diese Variante.
Dann schaue ich mir da, dass das gerade ist, da an dieser Kante. Und dann sollte ich das abreißen. So, aber weil das jetzt natürlich eckig ist, gibt mir das da so ganz blöde Ecke. Also cool sieht es ja aus, wenn man es so verrissen will, aber das ist jetzt nicht so praktisch. Dann vielleicht mit dem anderen Lineal. Also mit dem sollte es eigentlich gehen. Das hat doch eine schmälere Kante. Und jetzt habe ich gedacht, ich nehme mir doch gerade Washi-Tape mit und mache mir eine kleine Waschi-Schablone. So. Ich klebe mal die Linien ab. Zack. So. Sieht man das jetzt natürlich nicht so gäbig da, he? Ich mache für euch hier nochmal einen Streifen. So. Doppelt heben besser, he? Dann seht ihr es ein bisschen besser. Einmal so und also ich muss es so herheben. Das heisst, ich muss hier noch einmal. Ich muss. So. Genau. Jetzt ist klar. So. Also. So, und wir nehmen das da. So, zack. Also, gerade wieder gemeint, ich spinne. So, okay. Ja, dann ist das hier ein bisschen krumm in dem Fall. Wie sieht es mit dem aus? Ja, nein, das ist gut. Das ist gut, das wird ja wahrscheinlich auch nicht so genau. Also, jetzt habe ich das Äußere genommen. Stimmt das? Ja. So. Bravo. Funktioniert nicht. Ich muss es verlängern. Da. So. Und unten auch noch ein bisschen länger machen. Ja, nicht so. Nicht so lang. Aber ein bisschen. Da. Also, zack. Genau, dass ich unten und oben, so wie ihr es gerade nicht seht, jetzt drauf sein. Ups. So. Unten und oben sollte man das sehen. So, dann kann ich hier das Lineal herheben. Zack. Perfekt, oder? Gucken wir gerade. Ist es denn so perfekt? Ja, sehr schön. So, ich habe ja eigentlich letztes Mal auch noch gesagt, dass ich vielleicht irgendein schönes, leuchtig rotes Papier gerne möchte drin haben. Oder das Gels oder irgendwie so, dass man die Fenster so sieht, durchleuchten. Aber ich hatte nicht genug von so schönem, leuchtigem Papier, wo dann irgendwie noch gut ausgesehen hat oder so. Dann habe ich gefunden, ich mache es jetzt so und man kann ja vielleicht dann immer noch irgendwas hinten dran machen.
ja, ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich jetzt noch recht schnussig so mit diesen Häuschen so. Ist doch hübsch. Gut, also. Das wäre die erste Signatur. Von der Höhe gut. Jetzt kommen wir zu der zweiten. So. Und jetzt habe ich wirklich so den Fehler gemacht, dass ich vorher die so einzeln gefaltet habe und abgerissen und so. Nachher ist sie gegen außen immer grösser geworden. Ich glaube, ich muss die wirklich so falten als Ganzes. Aber ich muss natürlich wissen, wie groß das jetzt muss werden. So, ja. Jetzt noch. So ist glaube ich gut. Gut, so falten wir es. Voilà. Und jetzt kann ich dann das so machen. Wenn ich das hier herhebe. Immer einen um den anderen abreißen. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Das ist schon ein bisschen verzauselter jetzt, da wie das andere. Was wir jetzt natürlich haben, ist auf einer Seite die ganzen schönen, abgeschnittenen Ränder. So, und auf der anderen Seite ist das, was so ein bisschen verzauselt ist. Und das mache ich jetzt, dass das nicht mehr so ist. Kehre ich die Papier einfach so ein bisschen abwechslungsweise ein bisschen um. Da, bei denen gibt es ja jetzt kein Oben und kein Unten. Und dann kann man die gut so ein bisschen mischen. Zack, und den noch. So, und jetzt, was cool ist, mir gefällt der Rand so gut hier. Den haben wir jetzt unten. Den will ich drinnen behalten, den will ich nicht abschneiden. So, also dann ist das, jetzt sieht es schon viel besser aus. He? Voilà, das ist gerade etwa gleich. Jetzt wissen wir, bei diesem Häuschen, das passt noch rein. Das Häuschen schneiden wir hier ab. Und hier auch noch, das hier ist also hier nicht so hübsch. So. Und dann das Häuschen ab. Zack. Und das können wir dann noch irgendwo reinkleben. So, einmal Häuschen und zweimal Häuschen, das passt gerade so. Quatsch, das kommt nicht da rein. Dann mache ich da noch ein Knosch. Dann haben wir hier ein Häuschen drin. Zack, und das zweite kommt da rein. Voilà. So. Und jetzt können wir ja da die obere Seite genau wieder nach dieser Schablone abreißen. So, ich muss hier anfangen. Irgendwie ein bisschen zu wenig Platz auf meinem Tisch. Zu viel Zeug, das rumsteht. So,
So. Voilà, das ist Nummer 2. Prima, passt. He? Und jetzt kommt noch Nummer 3. Machen wir genau gleich. So, also jetzt eigentlich wäre eigentlich mal der Plan gewesen, das reinzunähen. Aber ich habe vorher zufälligerweise gerade noch den Gummizug gefunden und habe gedacht, hey, das würde jetzt auch super passen. Ich habe jetzt wirklich das amigs nie gebraucht oder selten gebraucht, weil der recht dick ist. Ich habe, als ich den bestellt habe, gemeint, er sei ein bisschen dünner. Aber ich habe hier auch ein Journal mit einem recht breiten Buchrücken. Und ich finde, das macht überhaupt nichts. Das darf so dick sein. Da habe ich zwar noch Ösen reingemacht, dass das nachher dann nicht so da drüber reingeht. Das wäre auch noch eine Idee. He? Aber ja, vielleicht da mit dem, dann müssen wir es da so weit unten rein machen. Nein, und ich habe ja jetzt die Blätter schon so hoch gerissen, dann müssten die Blätter ja auch kleiner sein. Ja, nein, ich glaube, ich mache es einfach ganz normal rundum. Und ich meine, wenn man nachher merkt, es ist irgendwie doof oder so, kann man es immer noch reinnähen. So, ich habe jetzt hier eine Signatur, kommt jetzt wirklich da gerade ein bisschen weit raus. Ja, was machen wir mit der? Oder sollen wir einfach sagen, ja noch? Oder schauen wir, dass das die mittlere wird. Die ist jetzt wirklich gerade da, die letzte, die ich gemacht habe. Ein bisschen knapp. Wenn wir sie in die Mitte tun, ist sie ja eigentlich am weitesten hinten, weil der Bauchrücken ein bisschen gebogen ist. Und dann fällt es da auch ein bisschen weniger auf. Ja, ich glaube, wir machen es so. Dann ist das halt so. Das ist auch mal schön. Ich finde es nicht so schlimm. Das darf jetzt so sein. Gut, also komm, jetzt schauen wir doch, wie wir das knüppeln können. So, einmal rundum. Und dann, wie fest dürfen wir auch anziehen? Ist es gar nicht. Einfach mal probieren. Es gibt halt schon recht dicke Knöpfe mit dem dicken Gummiband. So, aber doch, ich glaube, so ist gar nicht so schlecht. So, schneiden wir auch mal noch ab. Zack. Hätten wir das auch. Jetzt hier natürlich das ein bisschen umlitzen. Da oben, ja. Das ist dann halt einfach so. Kann ich jetzt also auch nicht ändern. Also wir können es noch irgendwie verstärken, aber ich glaube, das nützt dann auch nicht viel. So, ist das da das Vorderste, oder wie? So. Hoffen wir einfach, dass die Häuschen nicht rausfallen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das kommt alles gut. Zack. Und noch. Zack. So. Oh, ist das herzig. So sieht das aus.
mal, das ist schon gut. Und sonst kann man dann da hinten immer noch irgendwie eine schöne Schleife machen. Oh ja, schau mal, wenn man da irgendein Bändchen hat. Haha, vielleicht gerade das. So. Das ist jetzt nicht so hübsch. He? Da müsste man fast ein Bändchen drum tun und nachher so eine vorgefertigte Schleife dran machen, weil das ist jetzt nicht so hübsch. Aber irgendetwas muss ich mir für da noch überlegen, weil das sieht ja sehr Geschenkpäckchen-mässig aus. He? So, aber das geht nicht mit dem. Da brauchen wir etwas anderes. Da fällt uns dann schon noch etwas ein. So, voilà, unsere Signaturen sind drin. Sie hätten ein kleines bisschen schmäler können sein, aber ich finde, das darf durchaus mal eins sein, das so ist. So ein Büchlein. Und ich finde, das sieht alles ganz toll aus. Was haben wir noch gesagt? Etwas haben wir noch gesagt, dass hier innen, dass es hier so einen Spalt hat, ist total versteckt jetzt. Sieht man überhaupt nicht. Das kommt noch ein mehr wieder in die Mitte und dann ist es komplett weg. So, das liegt jetzt hier halt ein bisschen rum. Aber ja, es geht. Das fällt jetzt also auch nicht besonders auf. He? So, hey, ich bin mega zufrieden. Ich finde es total herzig. Ja, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass mit diesen Häuschen, es ist dann ein bisschen mehr mit diesen Häuschen. Vielleicht habe ich einfach so viel Papier da, dass die jetzt fast ein bisschen verschwinden. Aber ich finde, es sieht auch total cool aus. Ja, ich muss mir dann überlegen, was wir das nächste Mal noch daran machen. Das ist sicher auf jeden Fall noch nicht fertig. Ich möchte gerne vorne die Türen noch ein bisschen dekorieren. Ich möchte auch gerne da drinnen noch ein kleines bisschen dekorieren. Ja, ich muss mir noch ein bisschen etwas einfallen. Und dann würde ich sagen, würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!